Hey, danke vielmals an unsere erste Band, Teenie Jugendband. Merci. Flo, du gehörst auch jetzt zum Teenie Jugend. There you go. Hey, ich bin immer. Es gibt verschiedene Denominationen, verschiedene Kirchen, verschiedene Art und Weise. Wie jede Denomination, jede Kirche geht Lob und Preis. Ich bin in einer handpreisenden Kirche aufgewachsen. Wenn du schon verstehst, was der handpreisende Kirche ist, dann du gehörst zu uns. Also wir sind eins. Wer weiß, was ein handpreisende Kirche ist? There you go. So zwei, drei Personen. Genau. Und es gibt auch Kirchen, die halt nicht mit Körper geht, loben und preisen. Bei unserer Kirche, wir haben es gemacht und dann habe ich immer interessant gefunden, wenn eine neue Person, vor allem Ex-Muslime oder Muslime, die in der Kirche gekommen sind, die sind nie in der Kirche gesehen, die Kirche nicht gekannt haben, dann laufen rein und dann sehen sie alle voll an Worship mit Händen auf. Und sie haben auch angefangen, ihre Hände aufzutun. Einfach sind reingestanden und einfach so. Und wenn du sie fragst, wieso hast du das gemacht? Sie sagen, weiss ich nicht, weil alle anderen haben gemacht. Ich habe gedacht, das ist, wieso wir das machen. Ich sage, nein, nicht unbedingt. Und dann haben wir erklären, was es ist. Ich habe einen Comedian, er ist ein British Comedian, mal gesehen, er hat einen Witz gemacht, aber es ist nicht nur ein Witz, finde ich fast dann echt. Er hat mal erzählt, wie Handpreiser beginnt und wenn du anfängst, also wenn du möchtest, wirklich in dem ein lernen und ein Handpreiser werden, aber du getraust dich nicht, oder weißt du nicht, wie geht das, wie kann man mit Hand, und, ja, komisch. Ich kann dir sagen, wie das geht. Okay, der erste Level, es fängt Hand in der Hose. Du kannst mit Hand in der Hose anfangen, ein bisschen mit den Elbows bewegen. Das ist ein guter Anfang, okay? Easy. Getraust dich noch nicht, ist noch nicht auf, da. Und dann zweite Level, du trägst einen Fernseher. Wenn du dich ein bisschen besser getraust, du kannst einen 55 Zoll Fernseher tragen. Und dann, wenn da wird dich wohl und fühlst dich, ja, das ist gut, da fühle ich mich langsam wohl, geht ein Niveau hoch und du sagst, ich habe einen Fisch gefangen. Und wenn du es ein bisschen übertrieben, mach nicht, Jesus liebt dich. Du kannst sagen, ich habe einen grossen Fisch empfangen. Und von da geht es nochmal weiter. Es gibt noch mehr. Da geht auf ein Hall meine Baby. Da ist mein Baby. Nimm das Baby. Träg mein Baby. Das ist das Baby. Und es gibt wie heißt der Musudo von dem Lion King? The Circle of Life. Und dann halt einer von der höchsten, besten. Ich gebe auf. Surrender. Ich gebe auf. Ich gebe alles. Und es gibt sicher noch mehrere Levels, zum Beispiel Einhand mit der Bewegung. Ich putze Fenster, bin immer noch am Putzen. Es gibt hey, mit dem Fingerzeichen, du Gott bist. Also es ist dann dem Pro-Level, Advanced-Level. Von das gibt noch einen Kurs und es gibt manchmal mein Herz. Mein Bauch brennt ein bisschen. Das kannst du auch machen. Dann wieder zurück auf das Hochlevel. Finde ich lustig und finde ich auch ein bisschen wahr. Das muss nicht sein. Es ist interessant, dass unterschiedliche Denominationen haben unterschiedliche Art und Weise, wie sie ihren Lobpreis angeht, ausdrücken. Und dann ist die Frage, aber warum? Erstens würden wir heute miteinander schauen, warum wir Lobpreisen. Was ist Lobpreis? Was sagt die Bibel über Lobpreis? Und wie und warum geht? So heute wird ein bisschen Bible Study mäßig sein, nicht eine volle Predigt, sondern ein Bible Study.
immer noch interessant. Ich habe verschiedene Leute gefragt, was ist Lobpreis, und ich habe auch unterschiedliche Antworten bekommen. Eine von den Antworten, die ich mega gerne habe, ist eigentlich vom Lexam Theologischen Workbuch. Der sagt, Anbetung ist die ehrfürchtige Reaktion auf die rettenden Taten und lobenswerten Charakter Gottes. Das ist ein von meinen Lieblingsbedeutungen von Lobpreis. Lobpreis, simpel gesagt, ist eine Reaktion von uns gegenüber wer Gott ist und was Gott tut. Ich kann doch bis klarstellen, wir haben eine Art, wie ich mich mit Gott connecte, wie ich Gott spüre, wie ich mit Gott in Verbindung kann kommen. Das ist unterschiedlich. Ich kann mich mit Gott connecten oder in Verbindung kommen durch Bibel, durch Symbol und Bilder, durch Geschmack, durch Lieder, durch Natur, durch Traditionen, Ritual. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir sind unterschiedlich, wie wir Gott spüren und erkennen. Aber jetzt reden wir nicht über das Thema. Jetzt reden wir über Anbetung. Es geht nicht um uns. Melly hat das letzte Woche sehr gut gesagt. Es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Gefühl, wie ich mich fühle. Es geht nur um Gott. Es ist eine Reaktion zu was Gott ist, wer Gott ist und was er tut. Und wenn wir in der Bibel schauen, was sagt die Bibel? Wie sieht es aus? Lobpreis in der Bibel. Es ist interessant, es gibt kein einzelnes Wort für die Anbetung oder Lobpreis in der Bibel. Es gibt unterschiedliche Worte. Und lustigerweise, all diese Worte haben etwas mit einer äußerlichen Aktion, körperlichen Aktion. Ich möchte mit euch einen Psalm schauen. Dieser Psalm bringt fast alle hebräischen Worte, die man für den Lobpreis braucht, zusammen. Und das ist Psalm 100. Und wir möchten einfach mal kurz zusammen schauen, was haben damals im Alten Testament verstanden unter das Wort Lobpreis und wie haben sie das ausgesprochen. Zum Beispiel, Psalm 100 fängt an mit dem Jauchzt dem Herrn. Und das schon erste Wort ist Hari. Oh, darf ich den Psalm haben? Das heisst, laut, nächste Folie, das habe ich schon gesprungen. Ich habe schon gedacht, ich sehe es nicht, und alle müssen so schauen, jetzt springen das schon. So, das erste, jauchzt, ruft laut, schreit nach dem Herrn. Wer von euch hat mal nach dem Herrn geschrauen? Nicht, oh, wo bist du und was machst du, sondern, ich preise dich. Jauchzt nach dem Herrn, rufen, schreien von Freude. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freude. Das ist Ivdu, was heißt eine aktive Hingabe von uns selbst an Gott. Gib dich selbst an Gott. Sei aktiv in dem, dass du dich ihn hingibst. Ivdu. Dien. Gib dich selbst mit Freude. Komm vor seinem Angesicht mit Jubel. Semmer, Ruhm. Das ist das Wort Psalm. Psalm auf Hebräisch heißt Mezmur. Semmer heißt singen. Und Psalm, Mezmur sind Lieder, die werden gesungen. So mit Jubel, mit Lieder singt von Freude vor Gott. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu seinem Volk und zu schaffen seine Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken. Da sind zwei Worte gebraucht, die oft im Alten Testament kommen. Toda und Yada. Und beide Worte sind Danksagung durch unseren Körper. Yada, Yad heißt Hand auf Hebräisch, Yad. Yada heißt erhobene Hände vor Gott. So kann man schon sagen, es ist schon biblisch.
wenn Christen Hände erheben. Weil der Psalm sagt, erhebt eure Jada Hände hoch vor Gott. In ein Zeichen, wir erheben dich hoch her. Und Toda dasselbe. Bringt eure Opfer, körperliche Opfer vor Gott zu seinem Vorhofen mit Loben. Tehillah. Das ist auch, es kommt etwa 70 Mal im Alten Testament, das Wort Tehillah. Der heißt ausgesprochene Lobpreis. Worte, die man Gott ausspricht und ihm sagt. Denkt ihm, preist seinen Namen. Das ist Barach Shemu. Segnet seinen Namen. Das Segenswort über seinen Namen aussprechen. Denn der Herr ist gut. Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Was mir aufgefallen ist vom Alten Testament, wenn wir noch kurz das Neue Testament anschauen, ist, dass Lobpreis ist ein Ausdruck. Es ist immer ein Ausdruck. Es gibt noch ein anderes Wort, das 90 Mal in dem Alten Testament kommt. Und das Wort kennt ihr alle auswendig. Und das Wort ist Halleluja. Das ist das Loben, Preisen. Das Wort Hallel ist ein sehr bekanntes Wort in Middle East, in Israel, im Iran. Das Wort Hallel ist das. Ihr habt am Anfang etwas mir gezeigt als Schweizer, was Jauchzen ist. Und jetzt darf ich euch zeigen, was Hallel ist. Es ist einfach, ich mache das nicht so gut. Deswegen habe ich Hannah gefragt, ob sie das machen kann. Und dann hört ihr, was Hallel ist. Hannah, kannst du ein Hallel machen? Wo bist du? Hey, super! Melli, machst du so gut. Well done! Hallel ist, du sagst, wenn jemand mega verliebt ist, frisch verliebt. Und ich glaube, die meisten von uns sind frisch verliebt gewesen, gell? Oder vielleicht sind immer noch frisch verliebt. Hoffe ich. Aber wenn du gerade frisch verliebt bist, du vergisst Sachen, manchmal du dummst ein bisschen, lustig, komisch. Du machst komische Sachen und dann einfach bist du nicht selbst. Hast du schon mal gesagt, hey, er ist frisch verliebt. Sie ist frisch verliebt. Das Wort, wenn jemand frisch verliebt ist und ein bisschen komisch tut, ist Hallel. Er ist ein bisschen komisch. Es ist alles okay. Er ist einfach frisch verliebt. Es ist eine Zutat von jemandem, der verliebt ist in Gott. Halleluja ist Hallel, Wah heißt ewig und Ja ist Jahwe. Ich bin frisch verliebt in Gott bis in Ewigkeit. Das ist Halleluja. Und das drückt sich in dem aus, dass mir ist egal, was die Menschen denken. Ich vergesse, ich bin einfach ein bisschen komisch, weil ich bin verliebt in Gott. Das ist eine Zutat, wo darf ich die nächste Folie haben? Ihr dürft mal ein Foto machen von dem. Ich glaube, das könnt ihr auch nicht ganz so gut lesen, aber vielleicht machen wir ein Foto und dann ein bisschen zoomen und dann daheim könnt ihr mal anschauen. Es sind auch die griechischen Worte da, die ähnlich sind wie die hebräischen Worte. Die ganzen bekannten griechischen Worte ist Doxa. Und das muss ich dann lesen, nicht, dass ich etwas falsch erzähle. Proskuneu, der von Kuss kommt. Im Neuen Testament sind zwei Worte, die oft werden gebraucht. Eine ist knien, sich hinwerfen, unterwerfen, alles okay. Oder küssen. Eine Art, wie wir Lobpreis zeigen können. Oder wie damals haben die Griechen oder auch Perser ihre Anbetung gezeigt, ist in dem gesehen, sie haben auf Gesicht gelegen und haben die Füße vom König oder von einer Person geküsst. Und das Wort ist dann nachher zu Gott gekommen. Ich werfe mich hin und ich küsse deine Füße. Es ist ein Zeichen von komplett Demut. Vielleicht fragst du dich, ja, aber wieso? Wieso
muss ich das alles machen? Wieso muss ich im Lobpreis körperlich mich ausdrücken, meine Staunen, meine Ehrfurcht, mein Lob, all die Gefühle. Wir haben als Mensch, wir haben all die Gefühle von Respekt, von der Liebe, Dankbarkeit, Ehrfurcht. Und Lobpreis nimmt all diese Gefühle und noch mehr und bringt das von Gott. Und dann ist die Frage, wie drückst du das aus? Wenn du dich fragst, wieso? Die Bibel lernt uns von Anfang bis am Schluss, dass wir Gott lieben. Altes Testament sagt das, Neues Testament sagt das, in Matthäus, Jesus sagt, das ist das größte Gebot. Liebet euren Gott mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen, mit eurem ganzen Herzen, ganzen Seele und ganzen Gedanken verstehen. Liebe Gott mit alles, was du hast. Wie kann ich Gott lieben? Wie kann ich meine Liebe Gott zeigen? Ganz ehrlich sein mit euch, mir ist wohl und einfach meine Liebe Gott zeigen, indem, dass ich predige, indem, dass ich ein Seminar unterrichte, indem, dass ich Menschen helfe, indem, dass ich für jemanden bete. Sogar, ich könnte mega gut Liebe Gott zeigen, indem, dass ich evangelisiere. Das ist easy. Für mich persönlich, für Sabrina, das ist easy. Für das brauche ich nicht so viele Überwindung. Aber dann, in der Gemeinde oder auch sogar daheim, allein sein und mich auf Gesicht werfen, auf Knie gehen, Hände heben. Kann man sagen, Gott einen Kuss schicken? Komisch, gell? Weird. Wieso ist das? Wieso? Es fällt uns so viel einfacher, Gott lieben, durch dem, dass wir Leistungen bringen, durch dem, dass wir, und das ist alles gut, das gehört auch zu dem, dienen, aber Lobpreis. Das manchmal braucht Überwindung. Der Micha wird in 2 Wochen predigen und sein Thema ist, erstens, sind wir alle Lobpreiser? Ist jemand da, der sagt, aber ich bin kein Lobpreiser? Spoiler Alert. Ja, wir sind. Und die zweite Frage ist, wieso Gott braucht unseren Lobpreis? Braucht er überhaupt unseren Lobpreis? Und er wird ein bisschen tiefer in diesem Thema hineingehen und erklären, wieso wir als Menschen sind gerufen, Gott loben und preisen. Und ich möchte einfach kurz sagen, wenn wir Gott nicht loben, wir werden etwas anderes loben. Wenn wir Gott nicht anbeten, irgendetwas in unserem Leben wird unser Gott sein. Im Alten Testament, sie haben Idols, Götzen gehabt. Sie haben Götzen angebetet. Vielleicht denkst du, aber heutigen Tag, wir haben nicht Götzen, doch wir haben, sind einfach andere Kleider. Sie sehen einfach ein bisschen anders aus, aber die Götzen sind immer noch da. Und am meisten sind die Götzen, die wir machen, sind Beziehungen, Geld, Arbeit, Sport, Menschen, Celebrity. Kannst du es nennen? Aber wenn ich aufhöre, Gott anbeten, fange ich an etwas anderes an anbeten. Wie kann ich meine Liebe Gott zeigen? Er will. Er braucht es nicht. Er will, dass ich ihn anbete. Weil wenn ich aufhöre, ihn anbeten, mein Leben sieht so. Ich kann das Wort nicht sagen. Wisst ihr, welches Wort? Awesome. Unser Leben sieht so piep aus. Wenn wir aufhören, Gott anbeten, werden wir erzählen, wie wird unser Leben aussehen. Gott will unsere Anbetung. Und Gott gibt uns Grund, um ihn anbeten. Ich liebe die Bibelvers vom 2. Mose, Kapitel 20, Vers 24 und 25. Der heißt, einen Altar aus Erde solltest du mir machen und darauf deine Brandopfer und deine Friedensopfer, deine Schafe und deine Rinder darbringen, an jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse. Dort will ich zu dir kommen und dich segnen. Ich liebe das. Da sagt Gott, an dem Ort, wo ich meinen Namen verherrlicht, baust du einen Altar.
Auf dem Altar bring dein Opfer. Fang an, mich zu segnen. Anbeten und ich werde dich segnen. Aber er sagt nicht einfach bauen einen Altar überall. Nein, da, wo ich mich zeige. Da, wo ich mich offenbare. Da, wo ich meine Liebe dir darstelle, mach mir einen Altar. Und das haben sie gemacht. Wir sehen es im Alten Testament, vom Adam, Eva bis zum Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Mose und Joshua. Da überall, wo sie Gott getroffen haben, begegnet haben, geschmeckt und gesehen haben, haben angefangen, einen Altar zu bauen. Meine Frage an dich ist, gibt es Orte in deinem Leben, wo Gott hat seinen Namen Gedenken gelassen? Das ist ein schwieriges deutsches Wort. Gibt es irgendwo in deinem Leben, wo Gott hat seinen Namen verherrlicht? In deinem Leben. Wenn du da bist und du sagst, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Dann möchte ich dir kurz etwas erzählen. Jesus, wir glauben, er ist Gottes Sohn, er ist Gott selber. Wir sind überzeugt, dass Jesus ist auf die Erde gekommen und er ist der Brandopfer geworden für uns. Er ist auf das Kreuz gegangen, er ist gestorben. Er ist der allerletzte Opfer. Damit du und ich, wir müssen keine Tiere mehr von Gott bringen und schlachten. Jesus wurde geschlachtet. Und er ist gestorben, damit du und ich, wir frei leben können. Ohne Angst, ohne Scham, ohne Zweifel, ohne zu nicht wissen, was passiert morgen, was passiert, wenn ich sterbe. Und Jesus ist gestorben, damit wir befreit und mit Vergebung leben. Und das ist eine Einladung für dich. Wenn du den Jesus noch nicht angenommen hast und du ihn noch nicht kennst, aber möchtest gerne kennenlernen, er ist gegenwärtig. Und er ist da. Und er ist bereit, dich begegnen und sagen, hey, in diesem Ort, jetzt gerade heute, möchte ich mich verherrlichen in deinem Leben. Und für das braucht ein Herz, das Ja sagt. Aber vielleicht bist du da und sagst, nein, ich habe schon das gemacht. Denn, wenn du an dem Jesus glaubst, dann eigentlich bist du in dem Lag. Gott anbeten. Und eine echte Anbetung kommt von unserem Herz. Jesus selber sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Lobpreis, die einfach mit Händen und Fuß und Körper ist, aber nicht das Herz mitnimmt, ist kein Lobpreis. Das heisst nicht, okay, dann mach kein Lobpreis. Nein, überhaupt nicht. Das heisst, mach Lobpreis, aber mach das mit dem Herz. Nimm dein Herz mit. Es ist so, wie man sagt, hey, du sollst nicht Abendmahl nehmen, wenn du noch nicht um Vergebung gebeten hast. Wenn du nicht Sachen mit Gott gereinigt hast. Dann gewisse Leute sagen, ja, dann nehme ich kein Abendmahl. Nein, das ist nicht die Botschaft. Das ist nicht die Lösung. Das ist kein Abendmahl. Du musst Abendmahl nehmen, aber mach das, indem du mit Vergebung nach vorne gehst. Das ist keine Wahl. Abendmahl nicht nehmen oder nicht Lobpreis machen. Wir sollten Gott anbeten, aber mit unserem Herz. Und dann der Körper macht auch mit. Und es geht nicht um, wie ich mich fühle. Das haben wir schon gesagt. Es kann auch kognitiv sein. Ich weiß, wer er ist. Ich weiß, was er in meinem Leben gemacht hat. Und jetzt bringe ich einen Altar von Opfer. Und du darfst entscheiden, wie deine Opfer heute aussehen. Die Offenbarung Kapitel 5 steht. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kann man als Kirche das miteinander sagen? Weil irgendwann im Himmel werden wir das sagen. Irgendwann, wenn nicht heute, wir werden wir zusammenstehen und wir werden das aussprechen. Kann man heute noch einmal üben. Alright? Weil das wird awesome. Dann kann man auswendig im Himmel das mal sagen. Lass uns das einmal üben. Nur von dem, der auf dem Thron. Okay? Ready? Dem,
Komm, lass uns das nochmal sagen. Das ist so wahr. Lass uns nochmal aussprechen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Halleluja. Komm miteinander sagen Halleluja. Bist verliebt in dem Gott? Wenn nicht, dann lass mich dich jetzt segnen. Einfach einen neuen, frischen Wind von Liebe in deinem Leben aussprechen. Lass ihn dich heute lieben. Lass ihn dich heute lieben. Anders geht nicht. Du kannst nicht selber. Lass er dich, dein Herz heute berühren. Das möchte ich in deinem Leben aussprechen. Und wenn du frisch verliebt bist, hey, du darfst komisch sein. Das ist Halleluja. Wir dürfen komisch sein. Wir dürfen alles mal vergessen, wer uns anschaut, sondern wirklich Gott anbeten, so wie der Heilige Geist dich jetzt gerade führt. Komm miteinander aufstehen, ich möchte euch segnen. Vater, die Herzen, die da sind, die jetzt zerbrochen sind, verletzt, beschäftigt, besorgt, ängstlich, verwirrt, mit Scham oder mit, ich weiß es einfach nicht. Ich bitte, dass du die Herzen berührst. Ich bitte, dass du die Herzen beruhigst. Dass du sie erfüllst mit dem Frieden, mit Freude vom Himmel, die über alles andere besteigt. Wir brauchen deine Liebe. Und du bist ein liebender Gott. Und für alle, die da sind, die mit voll Frieden und Freude vor dem Thron kommen, wir wollen unsere Hände erheben, wir auf die Knie gehen, wir wollen einfach dich anbeten, loben, preisen, dir alle Ehre geben, wie dir gebührt alle Ehre. Und du bist der grösste Gott. Und nur du und du allein bist würdig für unsere Anbetung. Ich bitte, Heiliger Geist, setze uns frei im Geist, in Wahrheit, um dich zu arbeiten.